Good morning. Zoals Pastor Jacob al zei, we reden van onze Wieeten. Weet je, een Wiet, dat is een weg van denken, wat een weg van leven is. Dat is de idee. En zo de oorzaak dat we van onze Wieeten reden, dat zal meer zijn als weer ongewoond. Dat zal meer zijn, wenn je zijn in onze verleven, je zijn in onze office, van je aankomen. Aber ein Ziel ist, dass das gibt ein Weg von Denken, was ein Weg von Leben gibt. Ich sage mir so fest, some von ihnen, die haben Wieeten in ihrem Heim. Zum Beispiel, die lernen ihre Kinder, dass, wenn wir vorig sind eten, dann nimmt in jeder einer seine gebrückte Teute und reicht in einen Apfelstach. Das ist ein Wiet. Und du lernst deine Kinder so dort denken, dass das Wort sozusagen ein automatisches Denk, dass wenn sie vorig an eten, und je gaan van daar, dan neemt jeder einer zijn teitig en draagt het weg. Ik weet niet of je dat begint te gaan, maar dat is een Beispiel van een Wiet. Je hebt het vielleicht in je heim zo, dat wanneer je opstaat, dan merk je het baard op. En du was han die Kinder zullen zo denken als dat, en dat geeft een weg van leven. Ik denk, wat ik met onze grootkinder schaffen weet, is dat wanneer we in de stoel uitgaan, dan doen we het licht uitswitchen. En zo dat is een weg van denken. Wanneer ik daar ga, dan denk ik aan de lichtswitch. En dat komt euch vanzelf, dat van jullie wat kinderen hebben, of vielleicht even bij jullie zelfs. Dat zijn dingen wat we ons moeten leren. Nog een ding wat we kunnen ons heim hebben van een Wiet is dat we dan eerst schaffen en aanspelen. Eerst schoolarbeit en aanspelen. Dat geeft een weg van denken, wat een weg van leven geeft. En zo dat is de oorzaak, wo wir von unseren Wieeten reden, wir kennen die alle leibig, aber ich würde ein bisschen anspornen, leert je die uitwendig. Wir haben 9 Wieeten, und so wie wir 9 Sonntag von dit reden, wir haben 9 Wieeten, und so die hängen dort in der Verleib, nehmt je Bilder von die, mit je Frauen, leert je die uitwendig, und dann werden wir uns lehren, dass das ja ein Weg von Denken. Und von dort Denken ja ein Weg von Leben. Weet je, Gott hat Wieten. Ich dachte, das Werk, als ich in diese Botschaft schaffe, dann dachte ich so, dass Gott hat Wieten. Und so Gott will auch haben, dass es einen Weg von Denken geben für sein Volk und einen Weg von Leben. Und ein Ding, was Gott sein Volk lehrt im Alten Bund, ich lese nicht durch die Bibel, das Jahr, ich habe das Lekelei sagt, dass so ist es nur passiert ist. Und die Bibel ist nicht so nur totgestellt, als es passiert ist. Und so ist es interessant zu lesen, so ist es passiert ist. Aber ein Ding, was Israel muss lernen, sie kamen von Ägypten, sie kamen von einem aufjäterischen Land, sie hatten all Jäter gedient und so eine Dinge. Und so nu in der Wüste lehrt Gott und er sagt, Israel, Gott ist ein Gott. Das ist ein Ding, was sie müssen lernen. Da wie ein Wiet, Gott will haben, sie sollen lernen, sie dort denken und dann sie dort leben. Sie kriegen das never ganz hin, wenn Israel versündigt sich immer weiter mit falschen Jäter und all so eine Dinge dort. Aber dort wird Gott sein Ziel. Gott sagt, wir sollen Menschen leben, Fan sein zu Menschen. Da muss ein Weg von Denken geben, wo ein Weg von Leben gibt. Wir sollen demütig sein. Verschiedene Dinge. Sagt Gott, da können wir sagen, das sind Gott seine Wieten. Und das ist wichtig, dass wir lernen, sie dort denken, dann sie dort leben. Ich weiß nicht, ob jemals weil die meisten von ihnen kennen, mehr als eine Sprache. Und als wir von Kanada tragen, das ist nur, I don't know, wie lange tragen das ist, 2005, glaube ich. Aber wir tragen von Kanada, und dann will ich Spanisch reden mit Englisch denken. Und ich war dann, das schafft nicht. Und so, wenn jemand hat versucht, eine andere Sprache zu reden, dann wahrscheinlich mal lernen, sie dort denken, dann sie dort reden. Und das ist ein bisschen eine Wirtschaft. Und so, diese Wieten, die wir haben, dort, weil wir haben, soll mehr als Wiet an der Weg sein, das soll mehr sein als bloß Ideen in uns Kopf. Das soll ein Weg von Leben geben. Und weet je, wir als Church, das sind Dinge, die uns wichtig sind, und wir wollen lernen, das so zu denken. Und so, das Erste ist, wir wollen Gott persönlich kennen. Gott will Verhältnis nicht bloß Menschen regeln. Und so das, wo ich will anfangen von dir, wenn das ist really, wo uns Verhältnis mit Gott anfängt. Und ich habe diese Weg viel angedacht, wir wollen Gott persönlich kennen. Like, ist dort wirklich so, wie wir denken.
dass ich Gott persönlich kann, oder ist Gott bloß jemand, der ist im Himmel und der hat mal Jesus geschickt, aber Gott ist weit auf. Gott ist nicht jemand, mit wem ich vertraue, so ich lebe. Oder Gott ist dort. Gott ist heilig, ich sehe nicht. Und so, wir wollen Gott persönlich kennen. Das ist ein Ding, was wir lernen. Wir wollen lernen, dass wir denken und an das dort leben. Und ich würde gleichen, wenn wir das alle top würden sein. Ich würde noch einmal sagen, lernt diese Dinge auswendig. Das ist ganz leicht. Aber das ist das erste Lernen. Wir wollen Gott persönlich kennen. Ich habe top sein. Wir wollen Gott persönlich kennen. Noch einmal. Wir wollen Gott persönlich kennen. Und so, Gott will Verhältnis nicht bloß Menschen reden. Aber ich will das erste reden und das erste Part. Wir wollen Gott persönlich kennen. Weißt du, Gott hat uns Menschen gemerkt mit Verhältnis im Sinn. Du bist gemerkt für Verhältnis. Ein von den größten Videos mag uns Menschen ist, gebrochene Verhältnisse. Vielleicht zwischen Eltern und Kindern. Wenn Kinder abwachsen, kleine Kinder, und die haben ein deutliches Verlangen, mit Mama und Papa taub sein. Aber einmal ist es heim zwei, und Mama und Papa, die sind da, oder die grunzen nicht aus, oder verkielen nicht, oder was immer alles ist. Aber das sind verbrochene Verhältnisse. Und einmal was ein Kind mit das lage Loch in der Haut, was niemals gefällt wird mit einem Verhältnis mit Eltern. Noch ein Ding, was wir in unserer Welt nu haben, ist Eigen. Red mit jemand von der dort in der Ferien, was je Eigen, meine Frau und ich, wir in Ferien wegen irgendwie wie in Durango, und wir deden door een eigen seminar, en eigen wordt alle ween ongegrepen. En veelmaal in een eigen stand is het zo dat dus een duidelijk verlangen, vielleicht van een, oder eenmaal van de beiden, aber veelmaal van einer, dat we gleich mal een enge gemeenschap hebben, aber een andere jeft naar stroom. Oder dat is met vrienden zo, vriend, hast mal een vriend gehad, aber dat is twee gegaan. Eén wat twischen gekomen, dat verhältnis is gebroken. Oder, wenn die niet Kinder abwassen, vielleicht sind die Kinder abgewassen, die sind von den Eltern weggedreht, die gehen in die Welt nehmen. Und die Eltern sitzen tussen und haben deutlich Verlangen, wenn sie können mit den Kindern mal Verhältnis haben. Weißt du, wir sind gemerkt für Verhältnis. Ohne Verhältnis verdrehen wir. Und so Gott will auch ein Verhältnis haben mit seinen Menschen. Und so da wollen wir ein bisschen denken von dir, Gott will Verhältnis. Hij heeft ons gemerkt met verhältnis im Sinn. En ik zeg niet al dat ik lees de Bibel, maar het is interessant dat ik zie de grootste dort eng, wo Gott Israel de gezaten heeft en alle honderd dingen. En dan wundert ik, wat heeft er alle te doen, wo we in al deze Einzelheiten. Aber das ganze Ding heeft te doen met verhältnis. Dit is hoe we in de Bibel hebben. Wenn Gott hat sich offenbart. Gott will nicht wer sein, was vielleicht mal von gehört haben. Aber Gott will einfach, dass du am Kern bist. Gott will ein Verhältnis haben mit uns. Das wollen wir in Erlöser haben. Das wollen Jesus von Himmel raufkommen. Er verleiht seine Gottheit. Er kam in diese Welt stark und schrecklich dort. Damit die Freund sein. Damit ein Verhältnis haben. Wir wollen Gott persönlich kennen. Und so das soll mehr werden, als bloß wieder. Mehr als ein Spruch an der Wand. Und so wir wollen Gott persönlich kennen. Johannes 17,3 sagt, dort ewige Leben ist das, dass sie den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Und so Gott will gekannt sein sozusagen. Gott will haben, wir sollen ihn kennen. Tim dat dit möglich ist, und tim dat wir dat glauben, dat Gott will uns kennen, oder dat wir Gott kennen können, damit wir dort glauben, dat Gott hat mit Sinn gehandelt. Ein von den Dingen, was wir in der Schrift finden, ist, dass von Anfang an, als Adam einfach sich versinnen deuten, dann hängt Gott sozusagen eine Gardine zwischen ihm und dem Mensch. Adam und Eva, sie mussten in den Garten raus. Gott stahl einen Engel ab, sagt die Schrift, mit einem brennenden Schwert. Na, Adam und Eva sollen nicht treten nur den Baum von Leben. Das ist ein sehr interessantes Ding für mich, dass Gott will nicht haben, dass sie sollen von dem Baum von Leben eten und dann für ewig leben in der sinnlichen Zustand. Wenn Gott will die Menschheit raten.
Und so Gott stahl da sozusagen ein Tün ab, eine Gardine, von der reden wir viel von der Wohn zwischen hier in der Stadt und all die Dinge, aber das ist ein großer Thema am Ende, von Wein abstahlen. Und so das ist was Sinn hat von uns. Sinn stahlt Wein ab, Gott stahlt eine Gardine ab sozusagen. Ich las diese Werk, die ganze Geschichte von Israel beim Berg Sinai. Und ein Ding, was mir sehr interessant ist, dass Gott kommt drauf auf den Berg, mit Moses handeln und das Gesetz geben und so weiter. Aber dann mussten sie der Union Boy sozusagen eine Grenze merken. Und Gott sagt, dass die Menschen sollen nicht bei dieser Grenze vorbei. Wer durch vorbei geht, wird sterben. Das war ein Bild von das Sinn trennt uns von Gott. Wenn Gott startet boven, Gott startet auf dem Boy, wie sind die irgendwie kann nicht mal haben. Noch ein sehr klares Bild, was von dem haben, was vielleicht ein bisschen besser kann in der Schrift. Das ist die ganze Idee von der Gardine im Tempel. Und so in der Stiftshütte in Luther im Tempel, Gott sagt zu Moses, die sollen nicht büren und du soll eine Gardine sein zwischen mir und Jünd. In der Stuhl, wo Gott sozusagen lebt, Gott in der Thronstuhl, du wo Versöhnung für das Volk wird geholt sozusagen, du können bloß die Hohepriester nennen, bloß mit Blut, like du wie eine Gardine fährst. Und so sind trennt uns von Gott. Und wenn das eigentlich kann Gemeinschaft haben mit Gott, dann müssen wir dort erstens glauben, und annehmen, dass Gott die Gardine hat wahrgenommen. Eine von den Ursachen, wo wir einmal nicht mit Gott Gemeinschaft haben, ist, wenn du glaubst, dass Gott hast die. Na, wir würden nicht korrekt dort sein, aber du glaubst nicht wirklich, dass Gott dein ganz bester Führer ist. Wenn du bist nicht vollkommen, du hast dich versündigt. Ich dachte diese Werke, und das ein Wort, was uns zu lernen fehlt, ich rede einmal von dort ist, dass als ein Kind Gottes, als eine gläubige Person, bist du ein Kind Gottes, was sich einmal versündigt hat. Du bist nicht ein Sünder, was einmal Gott sein Kind ist. Und weißt du, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Wenn du ein Sünder bist, was einmal Gott sein Kind bist, dann weißt du never, was du von dir besser oder nicht. Und dort gibt Zweifel, und dort gibt immer ein sehr durchgedrehtes Leben. Ich habe für viele Jahre dort gelebt in meinem Leben. Immer verzweifelt, immer wundern, hat Gott mich wirklich vergeben, hat Gott mich wirklich angenommen. Eigentlich, was mir sehr wichtig ist, ist, wer wir sind in Christus, da weiß ich, was mich kann hier nicht checken. Und so die ganze Idee, dass das Leben kommt von Gott, das sind Wert, das, was wir lernen machen. Das ist ein Weg von Denken, und ein Weg von Leben. Und so, Sinn hängt eine Gardine. Und wenn wir dort nicht verstehen, dass diese Gardine, das wahrgenommen, dann glaubst du nachher, dass du sagst, hänge die Gardine. Viele Christen haben nicht wirklich ein sicheres Leben, wenn sie selbst diese Gardine abgehauen. Und die Gardine, die heute anglauben, die Gardine, die heute Zweifel, die Gardine, die heute einmal, ich sie nicht vollkommen, die Gardine, heute einmal, ich habe Fehler gemerkt, ich sie so ein armenstück Mensch, ich sie so ein Sünder, wo wollte ich jemals merken, diese Gardine hat verschiedene Namen, aber wir hängen das Salz ab in uns Leben. Aber weißt du, Gott hat die wahrgenommen. Und weißt du, die Gardine im Tempel, reiht von boven bis in ein, die Erde scheren in den Steiner Spalten. Na weißt du, das ganze Ding, das ist mir sehr interessant. Jesus starb, das sagt der Schrift, verstehst du, Jesus starb zu dem Moment, wo der höhere Priester einmal das Jahr in das Allerheiligste anging, krieg in den Moment. Dann starb Jesus. Und ich wundere einmal, wo der höhere Priester war, aus der Gardine, und die Gardine, wenn wir den studieren, sie sagen, die wir geflochten, Feuersaal, ich meine, allmählich zweiterrieten. Und dort schnarzt einmal ab, und dann wieder von boven bis unten zwei. Und ich wundere, dass der höhere Priester, dass die vielleicht lange Beine hatten, statt sie. Ich weiß nicht. Aber weißt du, Gott, das war ich mit Sinn. Sinn steht nicht mehr zwischen dem Kind Gottes und den Führer. Ich wünsche, wir würden dort verstehen, dass Jesus hat diesen Sinn vergibt. Diese Gardine, das war ich. Jesus hat die wahrgenommen, das Feierreden. Na, wie Flecken, die einmal waren taub, und ich wundere, dass du am Tempel, vielleicht der war Taubflecken, wenn der Tempel stund noch mehrere Jahre nur das, und die Opfer gingen wieder, und der höhere Priester ging immer noch nach Allerheiligsten an, und so eine Dinge, das dreht alle wieder.
Aber weet je, Gott hat den Sinn wahrgenommen. Wenn du dort nicht läufst und dort nicht annimmst, wirst du kein Verhältnis haben mit Gott. Wo wenig, wenn du läufst, hast du. Du läufst nicht, dass er wirklich für dich ist. Du läufst, was die rechten. Einmal brauchen wir das Beispiel, wir lernen, dass Gott, oder wir glauben, Gott steht mit einem Baseballbat und lernt bloß, was du wirst schon Fehler machen. Und so denken wir einmal an uns himmlischer Vater an. Und weet je, wenn du was abgewaschen vielleicht mit Eltern oder mit einem Vater, was leicht doll wäre, und du hast einen Fehler gemerkt, und die wir schrecklich Angst, dort zu sein, wenn die wird bloß so doll sein, vielleicht kriegst du so viel. Und so denken wir nicht an Gott an. Er wird uns strafen, er wird uns rechten, er wird mir nur den Hals schmieden. Ich sehe bloß so ein Ohr mit Stück Sender, und wo wollte ich das jemals merken? Und du sagst, wir müssen lernen zu denken, und das Wort von uns wird, wir müssen lernen zu denken, dass ich sie ein Kind Gottes, wo einmal Sinn hat, ich sie nicht ein Sünder, wo einmal Gott sein Kind ist. Sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, so dort zu denken, und wenn wir lernen, so dort zu denken, dann können wir lernen, so dort zu leben. Na, damit meine ich nicht, dann können wir gleichzeitig leben oder irgend sowas. Aber wenn du in Zweifel lebst, dann weet je, ich weiß, von was ich rede, wenn wir zweifeln, und immer wieder dasselbe sind, bekannt, Eva. Und wir glauben Gott wirklich, dass Gott auf uns vergibt. Und wir legen auf die Knie und wir prachen und dann denken wir, Gott, nu wat Gott hat mir vergibt. Und dann stehe ich ab und dann wird er wirklich haben. Und so, ich habe lange dort gelebt und du hast mir der Timer von wer wir in Christus sind, so sehr, sehr wichtig. Because ich hatte so klar, dass wenn wir mal wirklich können lernen, denken, dass ich will mit Gott, oder Gott hat mich vergibt. Ich sehe ein Kind, jetzt will ich leben, Kind von arm. Ich sehe ein Kind, weil ich kann nicht mal Fehler mehr. Aber meine Sinne sind vergibt. Da muss es möglich mit arm Gemeinschaft haben. Paulus schrift, das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und ich will haben gesagt, hier morgen, wer ist das? Ich sage Ihnen einmal, jetzt leben kommt von Gott. Und weet je, dat heeft met al deze dingen te doen. Dit komt alle van God, zegt er. En God heeft ons met zichzelf versöhnt. Gott heeft de gerdien wahrgenommen. Und so, wenn wir sagen, wir wollen Gott persönlich kennen, das von der Durchwehen möglich, wenn Gott hat das getan, hat die gerdien wahrgenommen, hat das alle wahrgenommen, dass du kannst mit Gott Freund sein. Du kannst mit Gott Gemeinschaft haben. Und er sagt, dass Gott, wie in Christus, hat versöhnt die Welt mit sich selbst. Als Jesus einen Tag geht und checkt Johannes und sagt, check, das Lamm Gottes nimmt den Sinn von der Welt weg. Das ist ein Wert. Das ist ein Weg von Denken. Ich will Gott persönlich kennen. Er sagt in Hebräer 10, durchwehen, liebe Brüder, wir haben nu durch das Blut von Jesus, und das ist das Schlüssellied, das ist das Schlüssel, nicht wenn du bei jemand bist, oder wenn du hier von dir bist, oder wenn du so ein feiner Mensch bist, oder so ungetrocken, oder dit und das und alles erreicht hast, das ist das Blut Jesus, die Freiheit gekriegt, durch den Vorhang in das Allerheiligste nennt zu gehen. Das Vers meint wenig für uns, einmal, wenn wir weiten gehen, wird das System wirklich wir, wenn du nicht kannst in das Allerheiligste gehen. Aber stell dir mal vor, ihr kommt nach der Kirche, aber jemanden dort beten bleiben, und bloß Pastor Jacob kann einmal das Jahr, dann müssen wir dann Schlupfschlachten für die und dann Blut, und dann hineingehen, und dann hoffen wir, dass Gott wird ihn nicht anbringen, wenn der nicht rein ist und so eine Dinge. Und so, dass wir alle am Bett sind, von weit auf, like Union Boy, Gott starb oben, Gott hängt der Gardin. Das war das Alte Testament, wie dann kommt Jesus und dann rettet einmal und dann ist der Gardin frei. Und nu kann ich und du, durch das Blut von Jesus, weißt du, das sagt in Hebräer, ich habe den Vers hier nicht, aber er sagt, dass Jesus hat mit seinem einen Blut in das Allerheiligste gegangen, in den Tempel dort im Himmel. Weißt du, der Tempel auf der Erde in Jerusalem, der wird gebeten oder Model von dem Tempel im Himmel. Und so, ich glaube, das ist ein Tempel im Himmel. Und door in das Allerheiligste, door steht Jesus sein Blut von dir für deinen Sinn. Der, was du all getan hast, der, was du von dir hast und der, was du noch wirst tun. Das Blut steht da für all die. Ich sage einmal, dass unsere Sinne sind vergift
Die Vergangenheit von dir in Zukunft, wenn du in Christus bist. Und die Ursache ist, wenn Jesus sein Blut steht, jeden dort. Wir wollen mit Gott Gemeinschaft haben. Wir wollen Gott persönlich kennen. Das ist, was wir sein. Und so, wir haben nu die Freiheit gekriegt. Die Freiheit gekriegt. Wir können Gott seine Thronstunden angehen. Und du kannst mit Gott vertrauen, jeden Tag. Ich weiß nicht, was die tun in deinem Leben mit Gebet. Like, erst meint bloß, die tun morgens einmal ein kleines Stück zu beten. Aber betest du, sollst du jetzt durch den Tag. Weißt du, da mehr ein Unterschied. Du forschst, aber du vertraust mit Gott, wenn Gott wohnt in dir. Gott lebt mit dir. Wir wollen Gott persönlich kennen. Und so, wenn wir Probleme begehen in uns Leben, das ist automatisch für uns, dass wir mit Gott vertrauen von dort. Das ist, wo ich sehe. Like, das ist das Problem, wo ich sehe. Einmal habe ich wundervolle Erfahrungen. Und weißt du, wir wollen Gott kennen, nicht bloß durch sein Wort, oder wenn die Schrift an sich, wir sollen aber auch in Erfahrung. Wir wollen Gott persönlich kennen. Dann sagt er, dann will wir nehmen, worauf ihr abbrechen hört und fasten glauben, nur Gott gehen. Und ich will an die sagen, dass wir hier sein. Worauf ihr abbrechen hört. Weißt du, wo dort herkommt? Von Jesus im Blut. Dien hört als Gottes das. Dien hört das Beis. Dien hört, da kommen alle Hand bei sie danken rüt. Aber durch das Blut Jesu Christi bist du Gott sein Kind. Das ist reingewaschen. Du hast die Gerechtigkeit Christi gekriegt. Und fasten glauben. Dat braucht Glauben zu glauben, dass du bist vergeben. Dat braucht Glauben zu glauben, dass Gott leicht ihn hat die angenommen hat. Er wird die nicht bloß verschmieden, wenn du in den Arm kommst. Er sagt wieder mit gereinigten Horten, dort kommt durch Jesus im Blut. Und los vom Bösen gewassen. Das ist, wo wir stärken bleiben, Lied. Das ist, wo wir stärken bleiben, wenn wir glauben das nicht wirklich, wir zweifeln, wir wundern, was Gott mir wirklich vergeben hat. Ich meine, wenn Gott wirklich weiß, was ich getan hat, oder die Menschen wissen, was ich getan hat. Ich meine, wer wird wel mit mir taub sein? Dat hat sich schrecklich, was deine Sinn ist, oder was dunkel ist, wenn du nicht Jesus kommt, er reinigt dein Gewissen. Und wenn er reinigt Gewissen, kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn du das nicht wirklich glaubst, dass er deine Sinn vergeben, dann wird das Gewissen never rein, und das ist, wo ich lebe. Immer vertwiebelt, immer wundern, was Gott von dieser Nacht wird trinken, wo ich es dann merken, oder wo ich dann dort in ans Dietschet fällt, habe das sehr echte Glauben, wo wir sagen, ich will mein Bastet versegnen, dann hoffe ich dort Gott anzukommen. Weißt du, das ist der erste Ehrliche, was es gibt. Wenn die nicht gerechtigt haben, niemals taugen. Never. Aber durch Jesus, ans Gewissen ist gewaschen, ans Körper gewaschen mit reinem Wasser, like das ist ein Bild von das, wie es ein ganz reingemerkt. Petrus sagt zu Jesus, hey, wenn das mit Waschen zu tun hat, dann wasch mich ganz, like Kopf und alles. Und Jesus sagt, du bist so rein. Die fehlen nach der Feit waschen. Aber weißt du, ein reines Hort, ein reines Gewissen, ein reiner Körper, dort hast du durch Jesus Christus, und wenn du das kannst annehmen und leben, dann kann es sein, ich will Gott persönlich kennen. Wenn du das nicht glaubst, kannst du never Gott persönlich kennen. Wenn er ist immer ein Gott von weit auf, er ist immer ein Gott, von wem du wach hast, er ist immer ein Gott, von wem du Angst hast. Und er wird dich zu holen kriegen. Je wird eine Zeit jässlich tot, sagt Kolosser 2. Und so wie wir in unserem Sinn jässlich, aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Das ist ein Ding, was wir machen bleiben. Er hat den Schuldschein, alles, was je in die stund. Rein alles, was je in die Stunde hat, hat durchgestrickt wahrgenommen. Na, das hat mit den Heiden zu tun, weißt du? Wenn die Heiden wie irgendwelche Port von Gott sind fällt, in der Stunde Schuldschien je in Ernst, das Gesetz really lehrt Israel nicht mit den Heiden zu sein. Und so, Gott nimmt den Weg, Jesus nimmt den Weg und das ist nicht ob. Und so, ich sage, er hat den Schuldschien, der mit seinen Forderungen vom Gesetz her jeden Anstand durchgestrickt, wird sie gebracht und an Kreuz genäht. Alles, was je in die stund, rein all deine Sinn, all deine Gedanken, all deine Dinge, was du verstehst, rein alles, hat Jesus an Kreuz genäht. Und du kannst von dir nur ankommen, im Glauben, er wird deine Sinn vergeben. Aber weißt du Gott, wir wollen Gott persönlich kennen. Nicht bloß nur Zeug vor, nicht bloß vielleicht in die Wasser war ich antragen oder noch mal die Bibel lesen oder in Wasser war ich beten. Und zu Jesus im Blut nimmt die Gardine weich. Und so ich würde ich von der Frau, was ist die Gardine? Hängt du nach einer Gardine in dein Leben?
Hast du noch Wort, wo du sagst, ich kann nicht Gott persönlich kennen, wenn du es noch dort, du es noch dort, oder ich bin so ein dummer Mensch, ich bin so ein sinnlicher Mensch, und wenn du wirst, was ich alle deut, vielleicht fehlt das, dass du Jesus annimmst zum ersten Mal. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, und du bist nicht vollkommen, dann will ich von dir sagen, dass der Gardin, als du wahrgenommen, du kannst jeden Tag in den Thronstuhl Gottes kommen, du kannst mit Gott Gemeinschaft haben, du kannst mit ihm vertrauen. Stell dir so vor, je an ein Haus, und du in dein Haus, du hast eine Stube, und du in der Stube sagt Jesus, jeder Tag, jeder zum Morgens, und er wird gleich, wenn er ein Stolz mit ihm vertrauen. Aber wenn er am mitnimmst, er da, in den Vorteil, in die Vorschau, und du vertraust mit ihm. Und so wie wir Gott persönlich kennen, Gott will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. Und weißt du, wir können lange reden von Menschen regeln. Und das finde ich auch nicht mein Hauptthema. Mein Hauptthema ist, dass wir Gott persönlich kennen. Aber was ist Religion? Weißt du, was Religion ist? Religion ist, ob du Neues, ob ein Bein abkrüpen, wenn dann wird Gott dienen Sinn für jeden. Religion ist, jeder Tag an der Stuhl sitzen, in der Hängtopfoten und in der Chicken in ein kartet Gebet sein. Religion ist, wenn du jeder Sonntag nur die Church kommst. Wenn du diese Dinge erst durchwählen, wenn du gleich, dann wird Gott die gleichen, dann wird es vielleicht taurigen dort, manchmal wird ab Knäus am Bein abkrüten, oder wenn jeder Tag beten dort, oder wenn der rechte Kleid die anhat, oder wenn jeder Sonntag an die Church sehe, oder wenn ich vielleicht mal ein bisschen mehr Geld gebe für die Church, das sind alles gute Dinge. Bitte auf Bein abkrüten, auf Knäus, weiß ich nicht, aber das sind gute Dinge, gute menschliche Regeln. Aber wenn du dir das, dass du gleich, dann wird Gott die alle gleichen, dann ist das eine Religion. Gott wird die niemals alle gleichen, als dann ist Jesus ein Kreuz ging für dich. Und weißt du, wenn er ein Kreuz ging für dich? Als du noch nichts von ihm wusst. Als du ihm noch hassen willst. Als du ihm noch sozusagen in Gesicht schwielst und immer am pflegen willst. Dann ging er ein Kreuz für dich. Und wenn der Kreuz nicht genug bewiesen ist, dass Gott rein alles gibt, was er hat, um die mit die Gemeinschaft haben, dann wird es niemals was geben, was die wird überzeugen, dass er die gleicht. Aber weißt du, Gott will mit die Gemeinschaft haben. Wir wollen Gott persönlich haben. Kann wir das noch einmal sagen? Wir wollen Gott persönlich haben. Noch einmal. Wir wollen Gott persönlich haben. Gott will Verhältnis, nicht Menschen regeln. Wenn wir nicht uns Verhältnis mit Gott, wenn wir nicht mit einem hängenden Gardin und dort antauschen für ein menschliches System. Und weißt du, Regeln sind euch immer auch recht, da bin ich auch recht verstanden. Wir brauchen alle Regeln, wir haben alle Regeln. Aber alle Regeln, die du hast, die mit Gott verantworten, das ist eine Religion. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn annehmen, und wenn du ihn nicht kannst, dann von dir oder auch. Aber wenn du Jesus hast angenommen, dann will ich dir von dir sagen, er hat den Gardin wahrgenommen. Wann immer der Gardin wie in dein Leben. Vielleicht hast du ein Leben von Trinken, was du hast gehabt. Oder ein Leben von Huren. Oder vielleicht hast du ein Leben von unaufrichtig sein. Oder ein Leben von bloß einfach selbstsüchtig leben und dumm sein zu den Familien, zu den Frühen, zu den Kindern. Vielleicht hast du dort den Gardin, was du noch hängt. Weißt du Gott? Jesus hat die zwei reden. Er hat die wahrgenommen. Nimm das an, glaub an Jesus, und wir wollen Gott persönlich kennenlernen. Amen. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Ans Prayer-Team, was hier fern sind, wenn du ein Gebet hast, vielleicht wirst du gleich ein Klick was von diesen Dingen beten. Vielleicht hast du was in deinem Leben, wo du mit kämpfst und du kannst nicht ganz überwinden. Aber ich will dir von dir sagen, Jesus hat alles getan, damit du kannst hinter die Gardin gehen und bei Gott sitzen, mit einer Gemeinschaft haben. Nimm das an. Ziemlich Schafura. Wir danken dir, dass du hast alles getan. Du hast die Gardin wahrgenommen. Herr, die sind in der Gardin zwischen uns und Gott, aber du hast sie wahrgenommen. Und nur durch den Glauben an die, sagt der Schrift, wie kann die nicht Kinder sein? Wie kann Vergebung haben? Wie kann mit die Gemeinschaft haben? Und Herr, help uns, dass das wir mehr als wir wollen, dass wir wollen Gott persönlich kennen.
Help uns te leren wat meint, door ben te leven, zo te denken en ander ben te leven. En niet bloß in mensenreilen leven, maar een werkelijke gemeenschap met die. In Jezus' naam, amen. Dankeschön für kommen. Hat einen guten Sonntag, ihr seid in Loten, mag Gott euch segnen. Lehrt Gott persönlich kennen.